Servus alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du jetzt regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind damals dabei, 19:30 gestartet am Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ja, heute ist ein grosser Tag, heute kommt eine PlayStation 5 raus und ich bin recht gehypt. Also ich bin schon heute Morgen wann war es etwa, 7:30, 7:30 bin ich etwa aufgestanden, habe die Nacht nicht viel geschlafen und ja, bei mir ist aber ein bisschen das Problem, der Böstler kommt eben erst auf die 12 Uhr. Und wir haben jetzt 9:30 plus minus, also das heisst, es geht noch ein Weile, bis der sich kommt. Und ja, ich bin aber schon extrem gespannt. Ich freue mich auch brutal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so hure surreal, wenn man so die ganze Zeit immer so ein bisschen Bilder gesehen, Gerüchte gelesen hat und so andere Videos von Leuten, die sie schon bekommen haben. Eben so ein paar deutsche YouTuber, wir haben ja auch Alexi Beck im Stream geschaut, die sie schon hatte. Und es ist schon noch speziell. Ich bin auch selber mega gespannt, wie gross sie wirklich ist und alles. Und ja, jetzt muss ich irgendwie noch Zeit totschlagen, bis dahin. Ich habe mir jetzt mal einen Kaffee rausgelassen, den trinke ich auch jetzt logischerweise mal. Und ja, keine Ahnung, was ich dann mache. Also ich bin richtig gespannt. Es ist so, ich keine Ahnung, ich fühle mich so wie 12 oder so, wo weiss jetzt ist die Weihnachten und jetzt weiss, jetzt kann ich Geschenke auspacken oder so. So fühle ich mich. Also ich weiss, es kommt etwas, wo ich jetzt sicher Freude daran habe oder so. Und ja, so... Bin gespannt, bin echt gespannt, ja. Also, ich würde sagen, ich trinke jetzt einen Kaffee, das ist jetzt eben mal ein Vlog, der nebenbei einfach läuft am heutigen Tag. Es gibt aber noch sicher ein Unboxing auf meinem Kanal, beziehungsweise das Unboxing wird wahrscheinlich schon drauf sein, wenn ihr das Video seht, weil das wird jetzt erst im Nachhinein rauskommen, nicht vor dem eigentlichen Unboxing. Aber ich glaube, das ist sicher noch so coole Einblicke so hinter die Kulissen, so der Style, wir wissen, was ich meine. Und ja, mal schauen, was heute noch so kommt oder was dann schon noch so passiert, aber bin schon gespannt, bin echt gespannt. So. Es ist mittlerweile, glaube ich, etwa 9:45, ja, oder her. Und die scheiß Zeit geht jetzt einfach nicht um. Es ist so belastend gerade. Ich warte nur noch, bis die scheiß PS endlich kommt. Aber ich weiss, es geht jetzt so 2 Stunden. Und ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich weiss wirklich nicht, was ich machen soll. Ja, so mein Zeug, das ich eigentlich heute schon erledigt habe, habe ich schon gemacht, weil es ist nicht wahnsinnig viel oder praktisch gar nicht. Jetzt PS4 anschmeißen, scheisst mir irgendwie an, noch Game oder so. Es ist so mühsam. Eigentlich müsste ich noch. Ich habe draussen noch einen Grill, einen Gasgrill, den ich in die Garage reinstellen sollte. Weil ja, jetzt im Winter brauche ich logischerweise den Gasgrill nicht. Und wenn da nicht also voll geschneit wird dann, oder ja, einfach halt einen kleinen Scherm stellen. Und jetzt ist gerade das Problem, heute fängt es wieder an zu schiffen. Gestern war noch schön Wetter, jetzt können wir auch gestern machen, aber es gestern nicht gemacht. Ja. Ja, es ist echt, ich weiss auch nicht. Mühsam. Echt mühsam gerade, weil eben, es ist einfach... Du wartest und je länger du wartest, desto länger geht es. Aber die Zeit geht einfach nicht vorbei. Ich weiss nicht, ob ihr das Gefühl kennt, es ist so mühsam. Das ist so, als würdest du in der Schule hocken und du weißt so, irgendwie, sagen wir, irgendwie, du hast so gerade so vom 11 bis um 12 in der Schule, so die letzte Stunde. Und dann weisst du, am Nachmittag ist frei. Oder sagen wir vor der Ferien. Es ist Freitag und du weisst, jetzt ist die letzte Stunde vor der Ferien. Und die geht einfach Ewigkeit. Und so fühlt es sich jetzt gerade bei mir auch an. Es geht einfach Ewigkeit. Die scheiß Zeit geht nicht um. So mühsam. Echt mühsam gerade. Ja, ich glaube, sie tun jetzt einfach noch ein bisschen Fernsehen schauen, YouTube schauen, ein bisschen so Videos schauen. Mal schauen. Ich hoffe, dass der Böster vielleicht heute ein bisschen schnell ist und früher das Zeug vorbeibringt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, weil heute so viele PSA in der Schweiz rausgehen, wird die ganze Post überlastet sein. Darum, ja, mal gucken. So, das ist jetzt mittlerweile 11 Uhr. Die scheiß Zeit wird einfach nicht um. Ich hatte jetzt mal noch etwas gegessen und jetzt bin ich immer noch ein bisschen am Videos schauen, aber ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich bin so... Ich schaue so gefühlt alle 10 Sekunden wieder auf die Uhr. So fühlt es sich momentan an. Das ist verdammt schlimm. Ich weiss aber voll nicht, was ich machen soll. Das ist eben so auch mein Hauptproblem. Ich würde gerne schon etwas machen, das mich ablenkt, aber ich kann nichts machen, das mich ablenkt, weil
Das ist einfach eben scheiße, Mann. Das ist eben kacke. Das ist eben der Nachteil, wenn du einfach auf dem Land oben wohnst, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es einfach immer so, dass die scheiß Post erst etwa um 12 Uhr kommt. Also, klar, die haben natürlich schon auch viel zu tun und wir sind ja nicht ich bin ja nicht der Einzige, der seine Post erwartet, aber gleich, Mann, Alter, es geht so lang, Mann. Und eben so Tage ist es dann noch schlimmer, Mann. Oh je. Ja, ich tue jetzt, keine Ahnung, weiter halt ein bisschen Videos schauen. Ich versuche irgendetwas zu finden, das ein bisschen länger geht, als ich mir da reinziehen kann. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nachher, hoffentlich, wenn die PS kommt. Oder vielleicht schon noch irgendein Update. Das KW lohne ich mir jetzt noch eins raus. Ich habe zwar schon eins gehabt, aber 2 sind besser als 1. So, also so wird es dann etwa aussehen, wenn ich das Ganze aufnehme. Ich habe mal schon alles vorbereitet. Ich habe mal den Tisch vorgenommen. Und hier habe ich jetzt meine Kamera. Und dann würde ich hier so das Ganze dann aufnehmen. Wenn die scheiß PS5 dann mal kommt. Mittlerweile ist 11:15 etwa, 11:30. Also ich denke noch eine gute halbe Stunde, das hätte ich etwa das Ding mal bekommen. So, es ist mittlerweile 12:30. Ich habe zweimal schon gemeint, der Böschler ist gekommen, aber er ist immer noch nicht gekommen. Sondern ich, Kollege, du Böschler, ich finde dich. Ich weiss zwar nicht, wer du bist, aber ich will jetzt herausfinden, wer du bist und wieso du mich so warten lassen hast. Rechnungen bringst du immer so sau früh, aber da bringst du wieder urspät, dein Ernst, Mann. Hey, nein, kann es doch nicht sein, Mann. Spätestens um 12 Uhr nicht mehr Post, es ist 12:30 und es ist immer noch niemand da. Es regnet ein bisschen, wahrscheinlich wegen dem. Belastend, ey. Es ist echt belastend, Mann. Das ist ein gutes Zeichen, Kunde. Ich hoffe, nur hat sie ja dabei. Hey, da wäre so bitter, wenn ich jetzt auch die PS nicht bekomme, Mann. Oh, jetzt bin ich hure aufgeregt. Oh mein Gott. Ich weiss nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber PlayStation ist einfach da, wo ich immer früher schon gezockt habe, wo ich einfach immer gefühlt habe, Mann. Und das ist halt schon so, es ist so Sucht und nerdig vielleicht und so, aber das ist mir scheißegal, weil, wie gesagt, das ist etwas, was man nicht jedes Jahr erlebt. Darum ist es auch immer so speziell. Aber bitte mal, Leute einfach an meiner Tür und gib mir scheiß PS, Mann. Endlich, Mann! Endlich! Ja, Mann, sie ist gekommen, Mann! Sie ist gekommen, Alter, ich freue mich so. So, jetzt mache ich schnell das Unboxing. Aber das möglichst schnell, weil ich werde nur noch gamen, ganz ehrlich. Ich werde nur noch PS5 zocken, Alter. Ja, Mann, Alter, wie ich mich freue, ey, richtig nice. Yes, Mann, leider ist die Rundumverpackung hier kaputt. Aber solange der Inhalt noch ganz ist, spielt es mir eigentlich keine Rolle, wenn das Zeug hier kaputt ist. Weil das ist etwas, was ich eigentlich immer wegschmeiße. Also von dem her egal. So, wir starten das Video. Dann habe ich noch ein paar Vergleichskonsolen. Und ja, let's go. So, also ich habe jetzt das Ganze mal ausgepackt. Ich zeige es euch noch mal schnell kurz ein bisschen von näherem noch. Also das ist jetzt eben PS5, also jetzt mit dem Laufwerk und alter Schwede, Mann, das ist einfach so ein riesiges Möbel, ey. Und ja, ich tue jetzt das Ganze anschliessen, Daten von der PS4 noch überkopieren. Ich muss mal schauen, wie das geht. Und ja, ich zeige das euch ein bisschen in diesem Video, weil das Video, das ich jetzt aufgenommen habe, ist wirklich nur ein reines Unboxing, also nicht, wo ich etwas einrichte. Und ja, let's go. So, also, PS5 habe ich angeschlossen. Ich tue jetzt hier auf den HDMI 4 umswitchen, weil dort habe ich sie drauf. Und jetzt schmeißen wir sie mal an. Let's go. Oh mein Gott. Der erste Start mit der PS. Yes, Mann, Alter, geil! So, also, jetzt tue ich den Controller anschliessen und mal das Ganze einrichten. So, also ich habe mir 2, 3 Sachen einstellen. Jetzt kommt schon das erste Update, das ich machen muss. Fast 900 Megabyte Update. Und noch das Konto, das man erstellen muss. Jetzt wird es schon neu gestartet. Aber PS, ich habe sie angelassen und man hört absolut nichts. Also ich weiss nicht, ob der Lüfter überhaupt schon läuft, aber es ist sau leislich bis jetzt, wobei eben da ist natürlich noch keine Systemleistung dahinter. Jetzt muss ich nachher wahrscheinlich noch den Controller updaten. Und dann hoffe ich, dass ich via ein Netzwerkkabel von der PS4 Daten übertragen kann. Ich hoffe.
Alter, ich bin so gehypt. Ich kann jetzt nicht... Mein Gott. Come on, schneller bitte. Ich will gamen. Ich will auch wissen, wie der Controller sich anfühlt. So, also ich tue jetzt die Daten von der PlayStation 4 über auf PS5 über das Netzwerkkabel rein. Es geht 17 Minuten. Und ich tue GTA, Red Dead und Black Ops über. Beziehungsweise Black Ops tut schon runterladen im Hintergrund. Also eigentlich 2 Games tue ich drauf. Und das Krasse ist, ich habe, wenn die Games alle drauf sind, nur noch knapp 200 GB freien Speicher. Also Games gehen nicht viel drauf. Also da hoffe ich mal, dass man gleich mal eine Speichererweiterung kaufen kann, weil so ist es echt mühsam. Aber mal schauen. Aber ich freue mich immer noch nach wie vor brutal, ey. So geil, man. Endlich das scheiß Gerät da, ey. Oh Mann, ey. Also eben, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass die auch vorbestellt haben und es nicht auf den Release bekommen, dass sie möglichst schnell die Konsole bekommen. Ich will gerade das Video anschneiden. Jetzt bin ich schon im Menü inne. Aber ich check's jetzt irgendwie gerade nicht, weil ich habe zwar ausgewählt, dass wir Games überkopieren, aber irgendwo habe ich, also oben sehe ich keine Games, also es ist kein GTA, kein Red Dead drauf, nichts. Ich lasse jetzt einfach mal angeschlossen mit der PS4. Vielleicht tut es einfach im Hintergrund übertragen, ich weiß es nicht, ich lasse jetzt einfach mal. Weil ich habe jetzt vorher geschaut, im Speicher war es reserviert gewesen, aber es ist irgendwie nicht draufgekommen oder so, keine Ahnung. Wir warten einfach mal ab, vielleicht kommt es jetzt plötzlich dann drauf. Ah, jetzt habe ich es gefunden. So, man muss eben, es ist eben neu gemacht halt mit dem PS-Center, man muss da auf den Controller auf die Home-Taste drücken und dann kommt unten das und raufzufahren. Und dann hat man dort Mitteilung, weil das habe ich vorher gesucht. Und dort sieht man dann die Datenübertragung von der PS4, geht noch 32 Minuten. Und das Cold War tut es mir auch runterladen. Und ja, da habe ich etwa noch so knapp 190 GB frei. Ja, also viel geht nicht drauf. Ich glaube, wenn wir jetzt noch das Warzone draufladen, müssen wir schon wieder etwas wegkicken, dann, dass wir das auch gamen. Also, ja, ein bisschen kritisch, muss ich jetzt sagen, aber Hype ist gleich gekommen. Jetzt hat es den Scheiß abgebrochen. Jetzt habe ich zuerst Cold War installieren. Das geht relativ lange wahrscheinlich, aber so über 6 Minuten, aber nachher hier noch 80 GB laden. Geht wahrscheinlich schon schnell ein Weile. Und dann nachher nehme ich die Daten von der PS über. Ich hoffe, dass es dann geht, aber ich glaube, weil ich halt jetzt so einen Download nebenbei laufen kann, hat es ein bisschen Probleme gegeben. Aber es hat einfach abgebrochen, also GTA und Red Dead hat er jetzt einfach nicht übergeladen, muss ich nachher nochmal versuchen. So, also den Vlog habe ich mal fertig geschnitten. Da sind wir noch dran, aber jetzt fast nachher. Ich tue jetzt mal schnell, es ist ja schon das Game drauf, das Astro Playroom oder so. Ah, schau jetzt, GTA ist drauf. Ah, lol. Okay, irgendwie tut es gleich über. Vorher habe ich eben mal eine Fehlermeldung bekommen, dass es eben nicht übertragen. Aber irgendwie macht es jetzt gleich, oder was? Viele Fehlermeldungen schon drin. Okay. Ja, egal. Jedenfalls, ich tue jetzt mal das Astro Playroom ausprobieren. Tu da mal kurz ein bisschen mitfilmen, also mich, weil, also das Game könnte ich schon, aber es ist halt ein bisschen scheiße, wenn du mit dem Handy den Bildschirm abfilmen. Aber du es mal ein bisschen kurz zeigen, wie es etwa plus minus aussieht, obwohl das es wahrscheinlich auch schon gesehen habt. So, also ich tue jetzt mal das Astro Playroom ausprobieren mit dem Controller, wo ja eben so ein bisschen den Controller zeigen. Eben das Bild, ja, es ist halt ein bisschen scheiße, wenn ich es abfilmen müsste, aber ich habe da schon noch Sinn. What the fuck? Durch keine Taste. What the? Alter, heftig, Mann! Okay, da ist auch ein Lautsprecher drin. Alter, der Controller, Mann! Ja, Alter, die Vibration ist anders. Also, jetzt fliegen wir da. Moment. Es sind jetzt so verschiedene PS-Symbole durchgeflogen. Lol, also gerade da sitzen so, spürt man einfach so gerade jedes Ding vom Controller. Sollen wir mal schauen. What? Oh mein Gott, sieht man das echt? Moment. Also so geht's, bis dahin geht's gleich und nachher... Oh mein Gott, Alter, wie nice ist das? So, also ich zeige euch das jetzt mal schnell kurz, wie das etwa aussieht. Also wenn ich so laufe, der Controller vibriert bei jedem kleinen Schritt, den er macht. Und wenn ich ihn da herhebe, ich weiß nicht, ob man es gehört, das kleine Tack, 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 das ist das Manöckchen, das läuft. Das sind die Schritte, die aus dem Controller rauskommen. Also das ist eigentlich etwas, was wir schon kennen aus der PS4 raus. Aber krass, das Feedback. Unglaublich, wie sich das anfühlt. Heftig.
heftig. Also ich bin recht überrascht. So, also das Video tut jetzt gerade aufladen. Daten habe ich irgendwie nicht alle übernehmen oder irgendwie, keine Ahnung, GTA ist drauf, aber Red Dead ist nicht drauf. Ich weiss aber nicht, ob es nur die Spieldatei übergenommen hat, aber das Game selber muss man noch installieren über CD, weil ich eine CD-Variante habe, nicht digital. Keine Ahnung, ist aber auch nicht so extrem schlimm jetzt bei Red Dead, sage ich jetzt mal. Ich tue jetzt mal PS5 dorthin, wo PS4 ist, und PS4 kommt dann eins ab, die Xbox. Nein, ja, mal die Xbox kommt weg, dann dort. Das tun ich jetzt alles ein bisschen umstellen. So, also jetzt habe ich meine PS5 dort, PS4 habe ich runtergenommen da, und PS3 habe ich dort hergetan, meine PS2 ist dort. Noch eine zweite PS4, also die alte PS4 eigentlich, da ist schon Pro da. Die ist wieder unten, weil unten habe ich im Büro noch einen Fernseher, und die ist immer dort unten, weil sie eigentlich nicht brauchen. Dann würde ich mal sagen, wäre das alles von dem Video. Was ich noch sagen jetzt zu der Playstation. Mit dem Einrichten hat eigentlich auch so weit alles geklappt. Komischerweise ist einfach Red Dead nicht drauf gekommen. Ich weiss nicht, ob ich da die CD legen und dann nachher das erst installiert wird. Ich weiss es nicht. GTA ist drauf, muss ich dann mal nachher probieren, wie es jetzt vom Unterschied her ist. CD ist drauf, habe ich aber noch nicht gespielt, probiere ich auch noch. Und ja, sonst ist eigentlich alles soweit reibungslos gelaufen. Also ich hatte kein Problem gehabt, gar nichts. Es ist gerade von Anfang an gelaufen eigentlich alles. Und ja, ich hoffe natürlich, wie gesagt, schon ein paar Mal in dem Video, ich hoffe, dass ihr natürlich eure Konsole auch so schnell wie möglich bekommt, wenn ihr sie noch nicht bekommen habt. Und ja, wünsche euch natürlich genau viel Spaß mit dem Ding. Ich würde es sicher haben. Ja, was ich noch sagen zu der Playstation ist, sie ist jetzt nie laut bei mir. Also jetzt etwa so eine Stunde lang gegeben, wobei nur Astro, das wo schon fix installiert war. Das war jetzt gar nicht laut gewesen, aber es ist geil, mal den Controller ein bisschen zu spüren, wie was ist und so, wie das funktioniert. Ist noch echt interessant gewesen. Aber es ist jetzt gar nicht irgendwie so gewesen, dass die Konsole extrem laut wurde wäre oder so. Also in der Lüftung hast du gar nicht gehört. Also es ist sehr leise gewesen, ist auch nicht heiß oder so, gar nicht. Und ja, dann würde ich mal sagen, was es mit dem Video. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich natürlich immer über eine Bewertung freuen, wie auch wenn ihr das Abo kennt oder das ganze Prozedere. Und sonst kennen wir es einfach in einem anderen Video wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.